of light that being so deep has vanished for no reason, and now I'm trapped within a never-ending nightmare that haunts me for so long. I always search for answers, for those that prove me wrong. Und somit grüßt zurück zu Mass Effect 2. In den letzten 2 Aufnahmen ist es ja relativ rund gelaufen. Wie du siehst, ich war kurz mal in der Kabine und habe den Shepard umgezogen. Mit Bauhackler Dekolleté, wie man so schön sagt, da hinten. Und heute holen wir uns den nächsten Begleiter. Und zwar müssen wir dazu... Natürlich werden wir das alles noch anbauen, das wird eine Gaudi werden. Nur die Hälfte unseres Treibstoffs ist noch übrig. Danke, Edi. Jetzt, wenn ich nur wüsste, wo wir hin müssen. Kurz einen Blick, was haben wir da? Sarapai. Immer nach oben ist der zweite Planet, der den weißen Stern Tassraum kreist. Seine Dampfkochtopf-Atmosphäre aus Kohlendioxid und Ethan ist für die bereits kochend heiße Oberfläche wie ein zusätzliches Treibhaus. In der Kruste gibt es zahlreiche Kontaktverbindungen, was der Landschaft eine spektakuläre Blaufärbung verleiht. Scans von Orbitalsonden zeigen Platinvorkommen in der Kruste vermutlich ebenso wenig erschlossen wie die auf dem Schwesterplaneten Pahur. Sonde unterwegs. Natürlich machen wir das jetzt nicht die ganze Folge hindurch, das ist ja klar. Wir werden uns da jetzt nur mal einen Planeten nur mal vornehmen ein bisschen und dann werden wir gleich hineinspringen in die Gaudi Sonde unterwegs. und schnappen uns gleich den nächsten Begleiter. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. So. Sonde unterwegs. Aber wie gesagt, das sind so Vorkommen, die kann man fast nicht gehen lassen, weißt? Oh. Starte Sonde. Ich weiß ja gar nicht mehr. Ist es schon im zweiten oder kommt es erst im dritten? Naja, das sehen wir dann eh. Ich will noch nicht zu viel verraten. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Weißt, Fallout 4 kennt ja jeder. Mass Effect kennen auch viele, aber viele auch wieder nicht. Und da ist immer schwierig, nicht zu spoilern. Sagen wir es jetzt einmal so. Was ich absolut nicht will. So. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Aber ich persönlich, für mich selber, gell, ich feiere gerade diese Spiele wie XCOM und Days.
da dieses Mass Effect aus einem einfachen Grund endlich einmal ein bisschen linearer und keine offene Welt. Dir sag es, wie es ist. Gut, genau, hier wollte ich her. Aha! Treibstoffdepot, da schnappen wir uns wieder ein bisschen was. Sonden haben wir auch genug. Und nun ab zum Gefängnis. Die Purgatory, Eigentum der berüchtigten Söldnergruppierung Blue Suns, war früher ein Aachenschiff, auf dem Nutztiere gehalten wurden. Heute ist es ein Gefängnis für alle, die im Kampf gefangen genommen oder von skrupellosen Politikern unter den Deckmänteln Subcontracting und Outsourcing verkauft wurden. Es gibt Gerüchte, die Blue Suns würden besonders befähigte oder durchtrainierte Gefangene batarianischen Sklavenhändlern übergeben, aber kaum ein Zeuge derartiger Transaktionen hat lange genug überlebt, um davon zu berichten. Angeblich beträgt die Population an Bord 4350, aber unabhängige Journalisten gehen infolge bewusster Überlegung von der dreifachen Menge aus. So, wir holen uns... Wir werden es jetzt anders machen. Jacob? Na, wir nehmen jetzt mal komplett Cerberus mit. Ja. Und wie ihr seht, ich habe unseren Shepard ein neues Outfit verpasst. Ich mag zurzeit knallige Farben, ich weiß nicht warum. Deswegen freue ich mich wahrscheinlich auch schon so auf Godzilla gegen Kong oder Godzilla Kong. Ich meine, das Video wird lang rauskommen, wo der Film im Kino war, muss ich auch dazu sagen. Willkommen auf der Purgatory, Shepard. Ihr Paket wird vorbereitet und Sie werden es in Kürze erhalten. Es handelt sich hier um ein Hochsicherheitsschiff. Daher müssen Sie Ihre Waffen abgeben, bevor wir weitermachen. Das werde ich nicht tun. Alles weggetreten. Commander, ich bin Direktor Carroll und das ist mein Schiff. Sie erhalten die Waffen zurück, bevor Sie das Schiff verlassen. Bitte verstehen Sie, das ist unser Standardverfahren. Und mein Standardverfahren ist, die Waffen niemals abzugeben. Lassen Sie sie durch. Unsere Einrichtung ist sicher genug, um mit 3 bewaffneten Gästen zurechtzukommen. Wir holen Jack aus der Kryo. Sobald die finanzielle Seite geklärt ist, können Sie aufbrechen. Folgen Sie mir bitte wegen der Übergabe zur Entlassungsstelle, Commander. Gehen wir. Zellenblock 2. Wie Sie sehen, halten wir die Population unter strikter Kontrolle. Jede Zelle ist eine eigenständige modulare Einheit. Ich habe zum Beweis mal ein paar durch die Luftschleusen geblasen. Das Schiff besteht aus 30 Zellblöcken wie diesem hier. Bei uns leben Tausende von Verbrechern. Wir können in kürzester Zeit die gesamte Anlage abriegeln. Hier geht nie etwas schief. Eine so große Population im Weltraum zu versorgen, ist sicher nicht billig. Wir können an Ecken einsparen, die die Regierung nicht mal kennt. Und jeder Gefangene bringt zudem eine Gebühr, die sein Heimatplanet bezahlt. Diese Leute sind gewalttätig. Und ihre Heimatplaneten lassen es sich etwas kosten, dass wir sie hier behalten. Was geschieht, wenn der Heimatplanet die Zahlung verweigert? Wir erklären, dass wir den Gefangenen ohne diese Hilfe nicht länger verwahren können und dazu gezwungen sind, ihn auf seinem Heimatplaneten freizulassen. Genauer Ort und Zeit können nicht genannt werden. Also eine Art Schutzgelderpressung. Sie müssen meinen Methoden nicht zustimmen, aber Sie sollten meine Beweggründe nicht in Zweifel ziehen.
Das sind verabscheuungswürdige Leute. Und ich halte sie unter Verschluss. Wie sind Sie zum Direktor dieses Schiffes geworden? Ich war Gesetzeshüter auf Palawan und hatte es satt, dass Verbrecher in die Galaxie geflohen sind, um dort weiter ihre Untaten zu verüben. Kopfgeldjäger sind einfach nicht verlässlich. Irgendwann kam mir dann die Idee, wenn die Verbrecher im Weltraum bleiben, wird die ganze Galaxie sicherer. Sie machen das also, weil Sie es für nötig halten? Jeden Tag sehe ich die schlimmsten Auswüchse von intelligentem Leben. Regierungen sind lasch und scheuen harte Entscheidungen. Jemand musste sich erheben und für die Sicherheit in der Galaxie sorgen. Können Sie mir etwas über Jack erzählen? Hat Cerberus Ihnen nichts gesagt? Jack ist die übelste Mischung aus Gewalt und Hass, die mir je begegnet ist. Gefährlich, verrückt und sehr mächtig. Sie werden es noch früh genug selber sehen. Machen wir weiter. An so einem Ort gibt's bestimmt Fluchtversuche. Wir sind im Weltraum. Sie können nirgends hin und das wissen Sie. Dennoch lassen wir höchste Vorsicht walten. Schließlich handelt es sich um gefährliche Individuen. Wir haben viele Möglichkeiten, die Population zu kontrollieren. Ich lasse mir bestätigen, dass die Bezahlung durch Cerberus erfolgt ist. Die Entlassungsstelle ist einfach hier die Halle runter. Gehen Sie einfach an den Verhörzimmern und im Supermax-Flügel vorbei. Ich stoße später zu Ihnen, Shepard. Nuka, du wirst Jack lieben. Das kann er jetzt schon verraten. So, da. Zur Entlassungsstelle gehen. Commander, sehen Sie diese Scheiße? Kann ich etwas für Sie tun? Es gibt keine Entschuldigung dafür, einen Gefangenen zu schlagen, der sich nicht wehren kann. Das ist eine sanfte Massage, verglichen mit dem, was seine Opfer durchmachen mussten. Ich möchte mal probieren, wie weit wir mit die Gesprächsoptionen sind. Das ist unter ihrer Würde. Aufhören, sagte ich. Das zielt eher in die Richtung abtrünniger ab. Warte mal. Probieren wir's. Können wir speichern? Na, wurscht. Das erniedrigt Sie ebenso wie ihn. Wir haben Befehle. Sind Sie nicht wichtig genug, um eigene Entscheidungen zu treffen? Ich gebe zu, manchmal habe ich das alles satt. Erfahren wir dadurch wirklich etwas Nützliches? Hören Sie damit auf. In Ihrem eigenen Interesse. Ja, Sie haben recht. Lassen Sie ihn. Zumindest für den Moment. Geil. Ja, bitte, so schnell geht es. Und wir haben schon wieder... Hey Leute hier drüben! Darf ich eine Frage stellen? Wenn Sie Gefangene kaufen, wie wär's dann mit mir? Mann, mir ist egal, wo Sie mich hinbringen oder was Sie mit mir machen. Alles ist besser als das hier. Wir sind wegen Jack hier. Jack? Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Mit Ihnen gehe ich nirgendwo hin. Gefangene kaufen? Ich dachte, das hier wäre ein Gefängnis und kein Markt. Manche Leute kaufen Gefangene, weil sie selbst mal jemanden bestrafen wollen, wenn sie verstehen. Der Direktor verkauft uns an jeden, der genug bezahlt. Verhör? Warum wird dieser Gefangene verhört? Weiß er irgendwas? Nein, das ist Bimmy, der weiß überhaupt nichts. Gestern hat er in den Duschen einen umgelegt, glaube ich. Das Opfer war für den Direktor eine Menge Kohle wert. In Bimmys Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Hören Sie rechtzeitig auf. Sie nehmen ihn ziemlich hart ran. Wird da nicht auch mal ein Gefangener versehentlich umgebracht? Davon habe ich noch nie gehört. Wenn wir tot sind, kann der Direktor kein Geld mehr mit uns verdienen. Eins ist witzig. Je mehr ein Wachmann prügelt, desto bösartiger wird er. Deshalb gibt's ein Rotationsverfahren. Wie ist es hier drin? Ziemlich übel. Und du musst höllisch aufpassen. Verdammt. Irgendeiner ist immer hinter deinen Sachen her. Deinen Zigaretten, deinen Klamotten, deinem Stolz. Ich habe seit 3 Monaten nicht mehr geduscht. Erzählen Sie mir mehr über Jack.
Der größte Ärger, den Sie je gesehen haben, gemischt mit einer Portion Wahnsinn und viel zu viel biotischer Energie. Mehr sage ich dazu nicht. Ich muss jetzt gehen. Ich wünschte, ich könnte gehen. Mit dir brauche ich nicht reden, was kannst... Das ist ein Zwilling, oder? Ich höre schon die Schreie in meinem Kopf. Hübsch. Wirklich. Ja, wirklich wahrhörst. Ne? Einen hübschen Shepard auch noch zusammenklickt, ha? Kommt man da rein? Zur Entlassung durch die Tür auf der anderen Seite des Raums. Aha. Das ist aber nicht euch ernst, oder? Naja. Cerberus. Stand clear. Das ist der Supermax-Flügel. Zutritt verboten. Zur Entlassungsstelle geht's zurück durch die Halle. Auf der rechten Seite. Ihr Paket wird nach Abschluss des Kryo-Auftauens dorthin gebracht. Aha. Na gut, jetzt bin ich wieder mal einiges schlauer. Da durch. Tür öffnen. Tut mir leid, Shepard, aber als Gefangener sind Sie wertvoller als als Kunde. Lassen Sie die Waffen fallen und begeben Sie sich in diese offene Zelle. Ihnen wird nichts geschehen. Mit der Dienst an der Galaxie verhandeln wir. Zur Hölle mit ihnen. Und ich bringe sie sogar selber hin. Systeme aktivieren. Brauche andere Waffen. Das muss wehtun. Sicher soll es wehtun. Ich hab sie. Beeindruckend. Ja! Ja, sie hat ihren Spaß, ha? Alter, meine Waffen sind so dermaßen scheiße. Aber wurscht, wir müssen demnächst einmal auf die Zitadelle, da gehen wir einkaufen. Mhm. Die Schwerkraft ist ganz schön fies, was? Schilde sind ausgefallen. Hab ich schon gesehen, Mädchen. Ja, schau, aber okay. Kurzer Blick. Gruppe. Wie schauen wir denn eigentlich mit dem Dings aus? Naja, da können wir uns ein bisschen spülen, auch mit abtrünnig, weißt? Ja. Verstärkung zur Entlassungsstelle. Shepard läuft frei rum. Wieso ist er die Pest, oder was? Deaktiviere den Mech. Sehr brav, Mädchen. Genau meins. Wir müssen Jack aus der Kryo rausholen. Ich weiß, Jacob. Feinde vor uns. Uah! Danke, Spiel. Gnadenlos.
Also noch künstlicher geht's ja nicht mehr. Kurz einen Blick. Betäubungsschuss, Blendgranate, Disruptor-Munition. Shepard ist frei! Wiederhole, Shepard ist frei! Schicken Sie Leute hier runter! Ich wollte doch nicht schießen! Was ist da herinnen? Oh. Wenn wir uns in die Kontrolltafel einhacken, öffnet sich jede Tür im ganzen Zellenblock. Es ist der einzige Weg, Jack aus der Kryo rauszuholen. Ich mach schon. Bereithalten. Das ist Jack? Wir müssen da runter. Ja, herrlich. Jack ist so richtig durchgeknallt. Eigentlich ja genau meins. Warnung. Warnung. Klingt nach einem harten Kampf. Na, wirklich, Miranda? Du bist ja wirklich... Was? Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Mhm. Wir werden alles benötigen. Das war sie jetzt schon. Alle Wachen! Ordnung wiederherstellen! Tödliche Methoden genehmigt! Aber nicht Jack umlegen! An die Techs! Abriegeln! Abriegeln! Was ist da hinten? Nix, außer tiefer Fall. Ausfall der Lebenserhaltungssysteme in den Sektoren 7, 9 und 11. Keine Überlebenden. Oh je. Der Kampf, der jetzt kommt, der hat mir beim ersten Mal schon meine Nerven gekostet. Scheiße. Also wie du siehst... Jack ist bei guter Laune. Mhm. Es ist ja so ein Charakter, den mag ich einfach. An alle Gefangenen! Gehen Sie zurück in Ihre Zellen! Ich muss mir unbedingt gescheite Waffen kaufen. Sonst öffne ich sämtliche Luftschleusen auf diesem Schiff! Die Schwerkraft ist ganz schön fies, was? Ja. Schluss und Tod! Primärverteidigung offline. Jetzt machen wir euch fertig. Wo ist denn die Rakete jetzt hingegangen? Ach du Scheiße. So muss es sein. Entschuldigung, dass ich da jetzt hin und her schaut wie ein Trottel. Aber nein. Wir müssen unbedingt einkaufen und wieder Werbung machen. Schleichwerbung. Mhm. Wo ist sie denn, die kleine Jack? Warnung. Kraftwerkschaden führt zu Überlastung. Shepard, der Direktor hat den Bereich hinter Ihnen abgeriegelt. Sie brauchen einen anderen Weg nach draußen.
Die Wache wurde von Gefangenen mit improvisierten Waffen überrannt. Er hatte keine Chance. Wisst, was mir so gefällt an dem Spiel? Allah wisst, wie die Charaktere miteinander agieren. Abriegeln der Blöcke 4, 7 und 8. Witcher 3 ist ein gutes Spiel, aber das gefällt mir um Welten mehr. Komm hier rüber. Treffer. Hübsch. Einer weniger! Wenn sie nicht so zäh wäre. Hülle beschädigt. Wenn- Sektoren 12, 14 und 30. Keine Überlebenden. Wenn dieses Scharfschützengewehr nicht so zäh wäre, wäre es eine geile Waffe. Und als nächstes schnappen wir uns. Wir werden schauen, was uns das Spiel freischaltet. Die Kasumi-Mission könnten wir auch machen. Da kommt Ärger. Schieße jetzt! Habe Schiff. Hab schon gemerkt, Shepard. Ich hab's schon gemerkt. Weil ich liebe diesen Charakter. Am Sack. Da sind's. Gute Nacht. Ja, ich bin Stepper, dass ich triff, weißt. Okay. Aber wo ist Jack? Ja. Das dürfte ihr Weg gewesen sein. Feindbeschuss. Ich probier's von der unteren Seite. Oh Gott. So muss es sein. Na! Adrenalinstoß beschleunigt die Reflexe, wodurch sie Zeit für den perfekten Schuss gewinnen. Schilde, probieren wir's einmal. Ich hab sie. Das war's für dich. So. Scheiße. Der kommt in meine Richtung. Nicht gut. Ja, Esmeralda. Verteidigungssysteme aktiv. Na, das ist die Brau. Ist der noch da? Schweine.
Wie weit kommen wir denn jetzt? Wie weit muss denn das wieder 4? Abriegeln der Blöcke 4, 7 und 8. Kann den ganzen Scheiß nochmal machen. Ich brauche Deckung! Was du brauchst, ist ein Watschen, ja. Aber mehr auch schon nicht. Probieren wir's. Liege unter Beschuss. Das wird sie umwerfen. Zeit zu sterben. Weiter Boden. Das muss... Ja, danke, Jacob. Sicher. Gute Reise. Naja, warum auch nicht, gell? Brauch Muni, brauch Muni. Muni. Beschädigt. Sektoren 12, 14 und 30. Keine Überlebenden. Waffen bereit machen. So. Gute Reise. Spielen wir jetzt Verstecken, ha? Ein bisschen. Ich hab sie. Ich kann immer speichern, scheißen. Mein Gott. Sei es drum. Bereit machen. Esmeralda schleichte. Scheißen! Jetzt habe ich sie erwischt. Ich hab sie. Ja, freut mich für die. Sind eh noch beide da, ja. Schön. Warte mal, wie ist denn das gegangen? Probieren wir's. Gute Reise. Gute Nacht. So.
Ja, das Pimperl habe ich leider nicht erwischt, tut mir leid. Dafür war das Ziel zu klein. Jack! Höchster Alarm! Finden Sie Jack! Toter Gefängniswärter. Was gibt's da noch zu finden? Gibt's da überhaupt noch irgendwas? Nein. Ich würde sagen, Blick, jetzt will ich wieder mal Waffen tauschen. Ich überprüfe jetzt mal die Schrotflinten. Kann ich da jetzt speichern, ja. Also das kriege ich dann blutigen Rausch. Mhm. Alle Wachen zu Zellblock 1. Kann ich jetzt speichern, ja. Ja, ich speichere über 30 Mal. Sie sind wertvoll, Shepard. Wenn ich sie verkauft hätte, könnte ich leben wie ein König. Aber sie machen zu viel Ärger. Wenigstens kann ich Jack wieder einfangen. Das glaube ich kaum. Sie sind ein mieser Sklavenhändler und ich habe dafür keine Zeit. Ich erledige die unangenehmen Sachen, die Regierungen abwälzen. Es ist zum Wohl der Galaxie. Und los! Wie ist denn der Hansch? Gute Reise! Jetzt, ich weiß nur noch mal. Überlastung ausgelöst. Feinde! Ja, das freut mich für die Feinde, wirklich. Komm hier rüber! Aha. Schieße jetzt. Da ist noch Blue Sun, der ist jetzt da durch die Tür. Gute Reise! Mal schauen, ob wir da Deckung haben. Boah. Waffen bereit machen! Ja, Jacob, ich weiß, mei. Los geht's. Ja, ja, ich nutze meine, nutzt du deine auch. Das dürfte ihre Systeme stören. Kann ich da speichern? Nein. Ich brauch den Scheißer da. So, Shepard, triff. Überlastung ausgelöst. Au! Nicht da, Shepard, da haben wir. Löse Tech-Überlastung aus. Hübsch! Hübsch.
Rechts! Komm nur rüber! Da ist die Miranda. Das muss wehtun! Und da ist noch einer. Ich höre was Großes. Aber sehen tue ich es noch nicht. Das dürfte ihre Systeme stören. Jetzt geht mir das auch schon ein bisschen auf die Nerven. Überlasst ihr ihre Systeme. Renn, Shepard. Ob in Deckung. Also die Schrotflinten, die brauchen nicht. Löse Textbelastung aus. Warte mal. Ich habe noch Möglichkeiten. Blendgranate. Disruptor-Munition, Adrenalinstoß. Er da oben geht mir auf die Eier. Aber für die andere Waffen kann man nicht mehr. Ach, so eine Scheiße. Das dürfte ihre Systeme stören. Überlastung ausgelöst. Man, jetzt an den Trottel da oben. Meine ganze Muni verscheißt. Dann 3 durch. Hoppala. Na komm her. Das erinnert mich gerade, ja, an die nackte Kanone. Mal schauen, ob das Vieh hat. Überlastung ausgelöst. Also das hat mir nichts gebracht. Scheiß. Das hat wehgetan. Grutze 15 nochmal da. Halt! Cerberus. Was zum Teufel wollen Sie? Mein Name ist Shepard und ich bin hier, um Sie von diesem Schiff zu bringen. Ich gehe mit Ihnen nirgendwo hin. Sie gehören zu Cerberus. Ich arbeite zurzeit mit Cerberus zusammen, weil sie mir helfen können. Mit Ihnen, für Sie, ist für mich dasselbe. Sie tauchen in einer Cerberus-Fregatte auf, um mich irgendwo hinzubringen.
Halten Sie mich für bescheuert? Ja. Was sind Ihre Optionen? Dieses Schiff wird in Flammen aufgehen. Wir können sie in Sicherheit bringen und bitten um Ihre Hilfe. Wir könnten sie bewusstlos schlagen und einfach mitnehmen. Versuchen Sie es ruhig. Wir werden sie nicht angreifen. Gute Entscheidung. Wenn Sie wollen, dass ich Sie begleite, müssten Sie mir schon was anbieten. Woran wären Sie denn interessiert? Ihr Schiff hat sicher jede Menge Cerberus-Datenbanken. Ich will Einsicht. Ich will wissen, was Cerberus über mich weiß. Wenn Sie mich im Team wollen, lassen Sie mich die Datenbanken durchgehen. Na sicher. Ich gebe Ihnen vollen Zugriff. Shepard, dazu sind Sie nicht autorisiert. Oh, das ärgert den Cheerleader. Wird ja immer besser. Sie sollten besser aufrichtig mit mir sein. Warum zum Teufel stehen wir dann noch hier rum? Gehen wir. Ach jo. Willkommen auf der Normandy, Jack. Ich bin Miranda, Shepards Stellvertreterin. Auf diesem Schiff werden Befehle befolgt. Sagen Sie dem Cerberus-Cheerleader, sie soll Abstand halten, Shepard. Ich bin nur wegen unserer Abmachung hier. Miranda gibt Ihnen Zugriff aufs System. Lassen Sie mich wissen, was Sie finden. Hören Sie das, Schätzchen? Wir werden Freundinnen. Sie, ich und jedes peinliche kleine Geheimnis. Ich bin dann unten im Frachtraum oder irgendwo an der Unterseite und lese. Ich stehe nicht so auf Durchgangsverkehr. Halten Sie Ihre Leute von mir fern. Ist besser so. Na bitte, +2. Schön, oder? Warte mal kurz. Na. Wir haben jetzt einmal die Jack geholt. Wir können so als Gruppe vergeben. Wir haben jetzt da 3 Punkte. Adrenalinstoß. Diese Munition hat eine stärkere Störwirkung, sodass sie Schilde durchdringt und synthetische Feinde nach einem Treffer kurzzeitig handlungsunfähig macht. Ja, aber das ist ja alles nicht meins. Das ist alles nicht so meins. Wir brauchen andere Waffen. Ich speichere da jetzt einmal. Ich werde mir überlegen, was wir als nächstes angehen. Und mit Jack werden wir sicher noch unsere Freude haben. Genau. Aber weißt du was? Na, wir werden es jetzt anders machen. Ich verabschiede mich jetzt einmal. Und ich glaube... Nein, wir lassen uns einfach überraschen, was wir machen. Genau. Ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen Spaß gehabt. Und wir sehen und hören uns dann wieder, wenn es heißt... Commander Shepard, Jack und der Rest der Truppe auf Jagd nach irgendwas. Bis zum nächsten Mal. Baba!